Und der Ricky, ist die für Kasperl? Offenbar haben die Großkane ihre Sachen gepackt und sich aus dem Red Da Rock stehen wir nicht Canyon mit dabei. verzogen. Bin ich Ich drauf. dachte, Bist du auf Ärger aus? Davon habe ich jede Menge, also sieh dich in meiner Nähe vor. Ja, der Ricky. Bitte süchtig. Hey, 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 leck mich! Von Psycho habe ich nichts gesagt. Aber Erfahrung. Ich reise absichtlich mit leichtem Gepäck. Wenn der Preis stimmt, sage ich Jet, dass ich weniger trage und du mehr. Was ist dein Angebot? Wie mehr Ausrüstung. Du kannst mich mal... Bei der den sag ich Quatsch Ja. du. steht noch eine Keilerei mit der RNK. Chat, wir reiten nicht ab. Wollen Sie mich noch Darauf wette ich. Aber so beladen wie ein Pack Brahmin nehmen wir sie nirgendwo mit hin. Na gut. Ich nehme an, Sie wissen, was Sie sich zumuten können. Aber wenn Sie mir umkippen, lasse ich Sie liegen. Nachdem ich Sie um alles Nützliche erleichtert habe, versteht sich. Umkippen soll das wissen. Mein Krempel trug ich schon. Darauf wette ich. Aber so... Weniger als 100. Sie waren noch nie in Zion, oder? Vor uns liegt ein Haufen verteufelt enger Schluchten und schwindelerregend hoher Gebirgspässe. Zu viel Gepäck und sie stecken fest wie ein Supermutant, der aus einem Gully kriecht. Und zu viel Gewicht ist tödlich bei der dünnen Luft da oben. Oh, Scheiße. Ja, Unter 100. Na, warte mal, wollen nicht Sie quatschen. nicht noch... So schweigt. Ja, Unter 100, wo so wie? 239, oh Gott. Du, sag mal, geht da noch was? Ja, worum geht's denn dieses Mal? Gottverdammt, von Psycho habe ich nichts gesagt. Aber, das ist natürlich rein hypnotheoretisch. Irgendwelche Vorschläge? Okay. Ich bin gerade knapp bei Kasse. Wie viel hast du? 3 Schuss für 90 Korken. 3 Schüsse? Soll das für mich reichen? Okay, her damit. Jawohl, seht das. Noch ein paar Drogen verkauft. Gut gemacht, Adlerauge. Natürlich habe ich einen Pitboy und einen Vault-Anzug. Na und? Woher zur Hölle glaubst du denn? Vault 2-2, da bin ich aufgewachsen. Du warst in Vault 2-2, ja? Vielleicht habe ich etwas übertrieben. In Wahrheit habe ich diesen Anzug und den Pitboy von einem toten Prospektor aus Zion. Er war schon tot, als ich ihn gefunden habe, okay? Hatte jede Menge Zeugs dabei, daher weiß ich auch, dass es in Zion gute Beute gibt. Verstehst du? Der Herr will wissen, was ich so mache, ja? Alles, was ich verdammt nochmal will. Ich bin einzigartig. Ich bin schon überall gewesen, okay? Und ich habe dies und das gemacht. Alles Mögliche. Und wenn die Zeit zum Abmurksen gekommen ist, zur Hölle, ja, dann werde ich zu einem verdammten Todessturm. Wenn etwas oder jemand den Fehler macht, sich Ricky in den Weg zu stellen, dann werde ich ihn, sie oder es per Kopfschuss ins Jenseits befördern. Eigentlich ist das mein Spitzname. Kopfschuss, Ricky. So heiße ich. Was denkst du denn? Ich bin so gut, dass ich immer genau in den Kopf treffe. Ja, so gut bin ich. Nun, ich wurde mal von 3 Todesklauen angesprungen, aber eigentlich waren es 4. Stell dir das vor. Aber ich bin nicht in Panik geraten, weil ich tu das nie. Ich bin zu einem Todessturm geworden, hab alle Monster, peng, abgeknallt. Nein, du hast schon richtig gehört. Todesklauen. Die sind wie Todeskrallen, aber mit längeren Zähnen.
Einmal hat einer dieser stählerne Bruderschaft-Arschlöcher den Fehler gemacht, sich mit mir anzulegen. Das war sein letzter Fehler. Was soll ich gesagt haben? Wenn ich gesagt habe, was du sagst, dass ich gesagt haben soll, dann... Ja, dann habe ich es gesagt. Ich war unterwegs, dachte nichts Böses und zack steht einer von der Bruderschaft da. Er schreit, her mit dem Lasergewehr, Arschloch. Da gebe ich ihm natürlich, nur damit er denkt, dass ich Angst habe. Habe ich aber nicht, habe ich nie. Und bevor er weiß, was geschieht, ziehe ich mein 11mm Maschinengewehr und peng! Durch den Sichtschlitz des Helms. War sofort mausetot. Genau so war's. Oder es war eine 9 oder 10mm Knarre, was weiß ich. Ist doch egal. Ich hab gesagt, dass ich gut rumballern kann. Hab nie gesagt, dass ich gut mit Zahlen bin. Tja, ich bin in der Nähe von Dayglow im Westen aufgewachsen. Darum habe ich ein drittes Ei, das im Dunkeln leuchtet. Sorry, aber der Mist, den ich damit anstelle, übersteigt deinen Horizont. Es wäre Zeitverschwendung, das so zu erklären, dass du es verstehst. Es macht mich zu einem knallharten Typen. Ich meine, noch knallhärter. Ist echt unvorstellbar. Es ist ja nicht nur ein Armband. Jet sagt, dass es da drin Karten und so Zeug gibt und damit werde ich diese Karawane zum Zielort führen, aber das wusste ich ja alles sowieso schon. Ja, wie auch immer. Ricky, der Knallharte. Scheiße. Bei da meine leere Kiste, kann ich meinen Krippel unterbringen oder was? Denn wir müssen. Oh, da können wir unter 100. Scheiße, was liegen durch ab? Meinen Raketenwerfer, den mach ich los da. Mein Dynamite. Bei der Lasergewehr, los ja doch. Mein Plasmagewehr hat er losen. Der Sturmkarabiner, den wollte ich eigentlich verkaufen. Bei der Ranger heim, wiegt er mit. Das aufbereitete Wasser, 16. Bei der Whisky, du den Knopf weg. Dann saust du mir nicht wie ein Bläder. Meine Stimmback brauche ich, dann Stealthboy, los ja doch. Das von Elfi. Sind wir schon bei 157. Der Nachpischensaft. Mein Gegengift brauche ich. Was hat denn sonst noch? Und das Sonstiges. Bei der, das ist auch kein Gewicht. Bei der Munition, das ist ja nicht so Gewicht, gell? Warte mal, meine 10mm. Die lassen wir da.
Granaten. Moment, du 20 gewickert. 21. Leg das. 10 Jahre wieder bei. Dynamite brauche ich nicht. Der Prototyp. 8,5. Die Blendgranaten. Impuls. Den brauchen wir noch. Dienstgewehr. Nehmen wir es hinten her, gell? Also Bumm, 3 Kilo noch. Nimm 3 Granaten. Oder 4. Jetzt sind wir genau bei 100. Marterson, bin sehr zufrieden. Wollen Sie mich noch... Moment mal. Wirklich? Ihnen ist klar, dass Sie eine Weile unterwegs... Nicht, dass Sie nachher rumjammern, oh, Mr. Masterson, ich habe meine tolle Plasmakanone vergessen. Kann ich sie schnell holen gehen? Und es kann jetzt wirklich losgehen? Marterson, er bin ich fertig. Gut, also dann, brechen wir auf. Wir haben einen langen Weg vor uns. Die Reise wird eine Weile dauern, also können Sie auch Ihre Ohren aufsperren und zuhören, was der alte Jet zu sagen hat. Vor einigen Jahrzehnten begannen Bürger der RNK von einer Gemeinschaft namens Neu-Kanaan im nördlichen Utah zu hören. Wussten wenig über sie, außer dass sie religiöse Leute waren, sandten Missionare, um mit den Stämmen zu reden. Wir haben eine Menge Sekten gesehen, aber die Neukanaaniter waren ehrliche Händler und gute Kämpfer. Raiders würden sich nicht mit ihnen anlegen. Aber dann tauchte die Legion in Arizona auf. Ich schätze, Sie wissen alles darüber. Es stellte sich heraus, dass Caesars oberster Kriegshäuptling, der Legat von Malpay, ein Neukanaaniter war, Joshua Graham. Man sagt, Graham war der fieseste, härteste Hurensohn der ganzen verdammten Legion. Die Neukanaaniter redeten nicht über ihn. Sie schämten sich. Ich kann sie nicht verdenken. Am Hoover-Staudamm traf der Legat von Malpay endlich seinen Gegner. Hanlon und Oliver traten seinen Neukanaan-Arsch direkt zurück über den Fluss. Caesar musste ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass auch auf der höchsten Ebene Versagen nicht toleriert wird. Er übergoss Graham mit Pech, zündete ihn an und warf ihn in den Grand Canyon. Man sagt, er hat auf seinem Weg nach unten nicht mal geschrien. Nicht lange danach gab es Gerede unter den Sklaven und Stammesleuten. Sagten, Graham wäre nicht tot. War keine große Überraschung. Das Gerede nervte Caesar, also verbot er, seinen Namen auszusprechen. Wollte Joshua Graham aus der Geschichte auslöschen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Joshua Graham verschwand. Stattdessen gab es Legenden über den Verbrannten, der durch die Wüste streift. Wahrscheinlich nur eine Geistergeschichte. Aber es war lange still um Neukanaan. Ist vielleicht nur Zufall. Vielleicht ist der Legat von Malpay tot. Oder vielleicht kroch Joshua Graham aus diesem Canyon und fand endlich den Weg zurück nach Hause. So, das ist In Zion. Ordnung, Leute. Es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir da. Zion. Ich weiß, euch tun die Füße weh und ihr seid kaputt. Aber wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, der vor uns liegt. Nicht der Weg, der vor uns liegt, macht mir Sorgen, Jet. Unser Abstieg durch den Canyon da hinten.
Wir kommen garantiert nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Verdammt nochmal, Stella, ich bin nicht taub. Die Neukanaaniter werden einen Weg kennen. Und falls nicht, bleiben uns immer noch die Karten auf dem Pip-Boy unseres Freundes hier. Genug herumgeeiert. Kommt in die Hufe und spitzt die Augen nach Stammesleuten. Mein Gott, der Chat. Tut mir leid, dich mit Realität stören zu müssen. Wen interessiert es schon, ob wir auf demselben Weg Jetzt hätte wieder lauter Blödsinn zurückkommen? gehen. Das ist doch kein Problem. Folgen die Chat. Wo ist der Chat? Da ist er. Zumindest rennt er voran. Augenblick mal. Könnte schwören, ich hätte da vorne was gehört. Na toll. Verdammter Mist, ein Hinterhalt. Alles sofort in Die Deckung bombardieren und doch. zieht die Köpfe ein. Das sieht doch schon ganz cool. Oh, doch nicht so cool. Ach du Scheiße. Zieht die Köpfe ein, Leute. Alter, Ricky ist auch schon hier. Haben sie einen Seesauger? Da schon ja. Moment. Wer ballert da? Ja, da was? Oh nein. Stimmt mir jetzt bloß nicht weg. Wallenbringer. Ein Tomahawk, das kann ich nicht beuten. Eine Schallgedämpfte. Brauchst du die? Immer bloß wie nur. Warte mal, wo war der Plan? Folgen Sie Chat. Aber Chat ist schon voll der Depp. Und der Depp, der liegt jetzt. Granatwerfer. 101. Was hat meiner Schaden? 119, wenn ich den riecht. Kann vielleicht besser sein. Moment. $10 nimm mehr mit. So, der Ricky Boy, der ist auch schon tot. So, pass auf, der möchte jetzt über die Brutalisierung. Der ballert da rum, ha? Bist du des Wahnsinns? Oder bist du tot? Eine Stahlkeule, Wackerl, Polizeischrotflinte. Kaliber 12, das ist ja. Eine Uzi 9 mm. Das Gegengift nehmen wir mal mit. Was haben wir Kumpel eigentlich? Ich wollte eine Pause machen. War der Weg weit? Vielleicht finde ich einen Platz halt. Zum Pause machen. Schieß die Eier weg. Holt Kreide, wer ist das? Hältst du Kreide? Du bist wieder tot. Wieder hab ich. Was hast du denn Flinte? Weggeflintet.
Dein Kopfschmuck, den kann ich behalten. Die Bilder der zivilisierten Menschen. Better zivilisiert. Oh Gott, bitte Vieri. Aber bevor ich da mit Vieri laufe, legen wir eine Pause ein. Und die Pause mache ich, warte mal, ich geh drauf. Auf dem Felsen da. Was sagt er da bei dem Trampelpfad? Da ist mir nicht gut. Okay Leute, ich würde sagen, da machen wir eine Pause. Und beim nächsten Mal marschieren wir dann durch das Tal. Bis dann und servus.